Kapitel 13. De 14e dag. De 14e dag weer de leukste dag voor mij im gevangenis. De gedanken dat wat ik gedaan had, kon ertoe draaien dat ik nog eenmaal 7 maanden weer hier im gevangenis blijven. Dat weer overweldigend voor mij. Nu dacht ik, würde plus nog schwander zijn dat ik hier jemals weer uitkom. Ik vond me aan te kwelen met nog schwere gedanken. Ik ben een Amerikanischer in een land im Gefängnis, wo de steeds geteilt wordt als de grote Sultan. Wat probeer ik me verheb nog aan te bilden? Die worden mij keinmal gaan laten. Ik ben nu al über 2 Weken im Gefängnis geweest. En ik ben nog niet mal einmal vor das Gericht gekommen. Die hat mir noch nicht mal gesagt, wat sie je mir schuldig hielden. Als ik dus zo in een Ark zaten daar, in deze gedanken en gevallen durch mich durchgehen leid, dan hier ik een stem in mijn kop die zei, kom naar huis, dan. Alles wat oké zijn, kom bloß naar huis. Ik erken deze stem van een vriend, wat door in jaar 3 sterven daar. En dan een tweede stem. Jo dan, kom bloß hinab. Du wirst dort hier gleichen. Demaram wird ein Freund seine Stem, wat mit mir top wie naar de Hochschule gegaan. Hij weer gestorven als hij 29 jaar oud was, op een weg op een missionsreis naar Afrika. Ik keek in mijn kleine cel ram en dacht, wo kan ik doorheen gaan? De einzige weg was, wanneer ik ook werd sterven. Nu een paar momenten later, weer klar für mich selbst, dat Gott hat laten die zu mir reden, zodat ik nicht so langsam zu sterben, en mich selbst dood zu merken. Aber mich selbst umzubringen in diese kleine Zell, dort wird schwander sein als gedacht. Die Werker merken sicher, dat hier nicht wat schappet wird ben sein. Sogar meine Tenbarsch wird an der Bitterkante der abgewahrt. En bloß, wenn ein Werker abpost, kann ich die brücken. Ein Weg zu finden, mich selbst umzubringen, ze dort naar mijn vriend te komen im Himmel, dat wird noch mit schwierig sein. Meine Ohren drehen naar de Waschkam door in de Ark. Wuta, sicherlich würde ich mich kann verdrängen in de Waschkam. Als ich das so andacht, kam mir an, dat ich würde mal einen Weg finden, wo ich meinen Kopf ungewuter hält, auch wenn mir das nicht janker. Ich besag mir de Waschkam, krieg so als ich fertig getan al har. Bloß dit maar am, besag ik mir die so, als einer werde soll gebüht haben. Die Waschkam wir an der Wand eingeschrauben mit Baltes von jeder Seer. Mit einmal kam ein Gedanken in mich an. Wenn ich würde die Waschkam tauschen und luten die ganz falsch stellen, dann kann ich ein Handtuch an eine Seite bei der Stange ausschrauben und an der anderen Seite den bloß loshauen, dann würde ich meinen Kopf an den Wutter stecken und dann den Handtuch anholen en een knoppen brengen wat ik niet voetsloos brengen kan. Wanneer mij dat zal blijken, en ik nog moet proeven los te komen, wil die knoppen bloos nog vaster aanholen. Diensweg wil het onmogelijk zijn door van los te komen, binnen een minuut wil mijn long vol water zijn, en ik wil im Himmel zijn bij mijn vriend. Met de aanloring van mijn vriend nog immer in mijn oren, bunk ik aan een zijde dat handdoek aan, en wacht dan, wat de werker wordt einmal zijn naar mij kijken gekomen. Zo schwin hij wordt voorbij zijn, wordt ik mijn plan volbrengen. Op het nächste Mal, wanneer dat zich zal gelijken, wanneer de werker dan niet weer terugkomt, dan word ik al lang van deze cel weg zijn. Ik trok mijn dennenwanne uit wat ik had en stopt dat lach bij de waschkom toe. Ik muik dat val en dukt mijn kop een paar mal aan, om een bit te testen. De Gedanken von, dat ik nicht will Luft kriegen, wie schrecklich zu mir. Aber ich seh bloß zu mir selbst, dat dort wie der Preis, wat ich betalen machen, von dit Leben wegzukommen in das nächste nehmen. Ich nehm nu dat andere eng von dat Handtuch und dreh dat 2-mal rum den anderen Ständer in die Waschkam. Ohne es über nur zu denken, Luft abzuholen, drückte ich meinen Kopf an. Dat wurde wie kaller, als ich gedacht had. En ik pak dat andere eng van het handdoek aan en hol dat stief. Ten mijn kop nog weer aan te drukken. Als ik dat handdoek rumdraai, om er nog eenmaal rum te draaien en een knoppen te merken,
von meine Hänge an Seier zu flattern. Ich probiert wieder zu merken, aber mir wird bald sehr neurig, mein Kopf de Pferd zu holen und Däublauf abzuholen. Ehe ich irgendwas bedenken kann, had ik dat handjuk nu gelaten in mijn kop te ver gereden. Ik val tre op een vloer ab en hoel Däublauf ab. 20 Minuten verging, wat ik Wutter abhaust en wat ik schließlich dann erstmal war normal atmen daar. Wann ik dat nicht gemerkt had met mij aanbreng, ik wist dat, wat ik me uitgedacht had, dat wird schaffen. En ik versprach mir selbst, das nächste Mal, dann würde ich nicht einen Fehler merken. Das nächste Mal, dann würden meine Hänge nicht flattern, kreien und Bord. Ich würde den Knappen so viel Stief holen, du würd kein Drehmeier sein. Ich tröst mich mit den Gedanken, dass ich mir bloß einige Minuten war von der Ewigkeit. Ich schaufte mich war auf Feiten abzustehen und mir sicher, dass Handjuk wie ab jeder eng angebaut. Und dann mög ich die Waschkam war ganz glückvoll Wutter. Ich dachte an mein Freund seine Vera und an den Traus, als das letzte Mal zu mir red. Und dann duckte ich mein Kopf frisch in Wutter. Ich fällt nach das Handjuk und ich bin mir sicher, der Moram würde ich dort vollbringen. Ich würde den Knappen Fanstief holen. Und dort wird dann, als en mij irgendwas braucht. Bara, laat ik dat handjuk plus los en ruit mijn kop te ver. Mijn Körper tagt, uncontrolled, als ik dus op de vloer lig en hield. Mir wird het klar, wat ik miskraak volbracht had te doen. En die gedanken wat ik hoor, weer niet die van mijn vriend. En ik weer zeer enttäuscht in mij, dat ik die gedanken miskraak gehoord had. Diep in mijn hart wist ik dat mijzelf aanbrengt wie arg. Ik dacht terug aan mijn 33ste Geburtstag, den 14. Dezember. Op mijn Geburtstagsfest hadden een vriend zu mir gesagt, dan, Jesus wie ook bloß 33, weit's? Ik wist dat, die hadden dat bloß aus dem Spuss gemeint, aber diep in mij bleiben die Vera. Dat wir ein bisschen ist ne Verzeihung. Ein bisschen ist, wenn der so tun wird proben, in das 33. Jahr mein Leben zu nehmen. Und hier werde ich en probe den so tun uitzuhalten. Ich wist von klein an al, dat der so tun sich verken verstellt als ein Engel im Licht. Ich merkte dat der Feind hat mich miskrieg hängen lastig, wat ihm Tod gebracht, indem er sich so verstellt, dat er wie meine Freund. Das Gedanken erschrak mich. Miskrieg hat ich mich selbst versteht. Ich konnte dort nicht glauben, wo ich bei ich gekommen wäre, mein Leben wegzuschmieden. Schuld en een Leid sein kam über mich, und ich fang an, zu Gott zu rohren. Bitte, vergib mir, Gott. Ich gebe mein Leben treu in dir, bet ich. Die einzige Stadt, wo ich sicher sein, das ist bei dir. Ich war im Gefängnis bleiben für das ganze Leben, wenn dort ist, was die was haben von mir. Aber ich verspreche, dass ich niemals mehr will mein Leben nehmen. Ich weiß dort, das ist nicht der Weg, was die hast von mir, um hier zu kommen. Ich will den Weg gehen, was du für mich hast. Amen. Nachdem das passiert wäre, fällt mir war viel Not drin, Gott. Ich kann seine Gegenwart ganz dicht besperren. Ich hatte eine Freude in mir, was ich nicht erklären kann. Ich mag dort, dass Gott vielleicht Antwort wird besonders werden an diesem Tag für mich. Selbst wenn er mir was sagen wird. Der nächste Tag, tätig Glock 7 morgens, bin ich ganz abgerecht. Aber ich möchte danach all die Dinge, was ich gewöhnlich tue eines Morgens. Ich lese in 2 Psalms Eva. Und als das ist Glock 8 wäre, dann ich bara meine Bibel, zu lesen. Aber ehe ich lesen tue, bete ich zu Gott. Gott, ich weiß, du bist hier bei mir. Und ich mag dort, du hast irgendwas Besonderes für mich von dir. Halt mich und leid mich auf den rechten Weg. Ich mög meine Augen auf, selbst wenn ich dachte, krieg nie wird Gott das tun. Ich dachte meine Bibel bloß auf
en laat die opkomen waar immer die wil. En dat kwam in Daniel, Kapitel 10. Mijn ogen vallen op de vers 12 en 13. En ik los, ganz erwartend. En du zei dat, hab keine Angst, Daniel. Wenn's von den ersten Tag an, wo die dien hat darauf angestellt hat, Verständnis zu kriegen, en die vor Gott zu demütigen, sind deine Wehre erhört, en ich sein Fuß nur die gekommen. Aber der Oberste vom Persischen Königreich stund je mir für 21 Tage. Aber kijk, der Engel Michael kam mich zu helfen, en ich had durch sich. Ich lehnte mich je in die Wand. Ich konnte das meist nicht glauben, was ich durchlesen dort. Noch keinmal hat ich so eine große Kraft gefühlt, wenn ich die Bibel gelesen habe. Ich las das Ganze noch einmal. Hab nicht Angst, Daniel. Okay, sag ich zu mir selbst. Ich soll nicht Angst haben. Von den ersten Tag an, wo du die vernommst, Verständnis zu haben, und die vor Gott zu demütigen, sind ich kurz durch Wehen gekommen. Gott wie bei mir gewesen, den ganzen Zeit, und hat mich abgepasst. Aber der Prinz von Persien hat dort für 21 Tage nicht gelohnt. Wow, ich krieg die Heinerhut, als ich dort los. Dort wären krack 21 Tage von den Tag, wo mein Pass wir wahrgenommen worden von mir. Nu wär ich im Gefängnis, aber nicht bloß in irgendein Gefängnis. In das schlimmste Gefängnis hier im Königreich Persien. Ich los wieder und ward noch abgeredet, als ich bei den 19. Vers kam. Und du seht, Angst die nicht, o viel geliebter Mann. Fried, sei stark, sei stark. Das wird Fried. Gib mir die größte Trost. Das erste Mal, von dem, wo ich wir festgenommen worden, wusste ich nu, dass alles wird okay sein. Eine Stimme in mir sehr, du warst hier rausgekommen, aber sie ist echt das will haben. Und wenn immer ich das ist will. Ich wusste dort ohne Zweifel, dass Gott hat einen Plan für mich hier im Gefängnis. Ich wäre in seine Hände, wenn ich das noch nicht alle Beseinen verstehen kann, aber ich kann mich ganz in Gott seine Hand anleihen und Arm vertrauen. Für den nebenjährigen Part vom Tag los ich das wahre Eva. Eine große Hoffnung kam in mich ab. Ich will krack durch, wo Gott mich will haben. Das fühlt sich vielleicht so, als wenn ich im Grund von der Hölle wäre, aber das wir nicht durch ein Accident. Das wir wegen Gott das Kraxes dort will, auch wenn ich nicht verstehen kann, warum. Als ich das erkenne, krieg ich noch eine größere Liebe für all die, was rum mir wären, besonders für die anderen Gefangenen. Meist kriegt jeder nach, hier ich, wo entweder verschlauen wird, und ich lehre das so Bild, wenn die schrien wären, wenn entweder wird Kabels an der Feit angemerkt und sie dort geknackt. Ich fang mich an zu vergleichen mit den anderen, die gefangen wären hier bin. Wenn ich das nicht mit anderen Menschen zu tun können haben, was büten wären, wusste ich dort aber, dass die südafrikanische Regierungsoffice dort wisst, dass ich hier im Gefängnis wäre. Und ich bin mir sicher, dass die Swiss und amerikanische Regierung wird bei nu all mit meiner Sache schaffen. Und ich wusste auch, die Kirchtüs und meine Eltern würden ohne Abhören einen Brief schreiben und für mich beten und darauf streiten, dass ich hier raus kann. Während viele von den anderen alle keinem haben. Für die erreich streut keiner. Und da wird keiner, was für die bär, dass sie hier würden raus kann. Und das Gradste wir, ich wusste dass ich mir ganz sicher in Jesus seine Arms, während alle anderen aber keine Hoffnung hatten. Und ich das ganze Schlechte gehen müssen, ohne irgendeine Aussicht. Ich dachte auch an Glenn, und ich bin mir sicher, dass wir auch gelassen werden. Wenn's von ihm wird nicht einmal mal geredet, ohne die Werke
En ik vreed me dat hij hier zal zijn uitgekomen, während in alle anderen niemals würden hier uitkomen. Want dat voor mij hier ook zeer treurig weer, Berg. En mijn hoopning wordt belangzaam groter. En ik wist dat God een plan had voor mij, hier ben in even gevangenis. En ik wist dat langzaam wordt God zijn plan ook klaar worden voor mij.